Herzlich willkommen, mein Name ist Matthias Theis. Ich bin Gemeindeleiter hier in Zürich und ich freue mich, dich heute dabei zu haben. Es ist unser Gebet als Kirche, dass du Gott durch diese Message besser kennenlernst und in deinem Glauben wachsen kannst. Ich freue mich, auch aus dieser Worship-Zeit mit Andy und dem Team einfach auch in eine Zeit zu gehen, wo wir in das Wort von Gott hineinschauen werden. Darf ich mal fragen, wem haben die letzten 21 Tage richtig gut getan? Ja, den allermeisten von uns. Ich denke, es tut so gut zu beten. Tut so gut, die Gegenwart von Gott zu suchen. Ich freue mich wirklich für viele Gebetserhörungen, die wir erfahren haben. Und wir haben es diese Woche immer wieder auch betont. Denken wir daran, wir haben auch im Gebet, glaube ich, gesät in dieses Jahr hinein. Und wir erwarten noch viele Zeichen und Wunder wirklich von Gott. Habe mich so ermutigt, Freitagabend kam einer auf mich zu, sagte, Matthias, schau dir meine Hände an. Sagte, was ist? Ja, für ihn wurde gebetet, für die Allergie in seinen Händen. Und er sagt, am selben Abend bin ich einfach heil geworden durch Jesus. Und ich denke, wow, wir haben einen starken Jesus, einen Gott, der Wunder tut in unserer Mitte, in seiner Gemeinde. Kennst du solche Momente in deinem Leben, wo du vielleicht gerne ein wunderschönes Buch anschaust, am Internet, so gewissen Sehnsuchtszielen mal nachgehst? Ich weiß nicht, wie viele von euch schon geträumt haben von den USA oder irgendwo von Brasilien, von wunderschönen Bildern. Wenn wir hier schnell stehen bleiben, habe mal ein Buch bekommen, das hieß Sehnsuchtsziele von Seglern. Und da geht es dann wirklich um die Südsee, Fidschi und wie es alles heißt dort unten. Übrigens, ich habe von einem Pastor dort eine Einladung bekommen zum Dienst in Fidschi. Oh, möge die Gemeinde gesegnet sein. Nun, und ich denke, wenn wir solche Dinge sehen, das tut etwas mit uns, oder? Und irgendwo so diese Sehnsucht, hey, ich will wieder mal rausgehen können. Ich kann mir vorstellen, manche von euch haben im letzten Jahr vielleicht Dinge geplant gehabt oder für dieses Jahr geplant gehabt. Und dann kam dieser ganze Lockdown und vieles so an Sehnsucht war einfach weg. Ja, und das ist unser Thema heute Morgen. Sehnsucht, Erfüllung. Was erfüllt dich? Was erfüllt dich? Welche Dinge erfüllen uns wirklich in unserem Leben? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz, ganz zentrale Frage. Und ich wünschte mir, was ich heute Morgen auch mit euch teile, ich hätte das schon vor vielen, vielen Jahren wirklich begriffen für mein Leben. Und ich möchte es heute mit euch teilen, weil es gibt einen Weg, Erfüllung zu finden in unserem Leben. Eine Erfüllung, die nicht abhängig ist von unseren Umständen. Und es ist interessant, dass Paulus über dieses Thema der Erfüllung schrieb aus seinem Lockdown in seiner Gefangenschaft in Rom. Und ich möchte euch heute Morgen einfach in sein Geheimnis auch hineinführen. Wie können wir in ein Leben kommen, wo wir unabhängig von unseren Umständen oder was im Leben geschieht, wo wir Erfüllung finden, und zwar Tag für Tag. Und ich glaube, dass Gott hier eine Dimension für uns hat und wo ich einfach nur beten kann, komm, Heiliger Geist, und schenk uns eine Offenbarung wirklich von dem, was möglich ist mit dir. Und so sagt Paulus in Kolosser 2,8, lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn verwirren, die nicht von Christus kommen. Sie beruhen nur auf menschlichem Denken und entspringen den bösen Mächten dieser Welt. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Er ist Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Durch eure Zugehörigkeit zu Christus wurdet ihr beschnitten, aber nicht durch einen äußerlichen Eingriff, sondern eure Beschneidung kam durch Christus und damit wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. Denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben. Und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld
und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Im Zentrum dieses Textes stehen diese Verse, dass in Jesus die Fülle der ganzen Gottheit wirklich wohnt. Und ich glaube, das ist der Wunsch letztlich dann von Gott für uns, wie wir hier sehen. Ihr seid erfüllt mit dieser Fülle. Er möchte, dass wir in unserem Leben in dieser Dimension der Fülle eben auch leben können. In Christus lebt diese Fülle. Das heißt, er ist der Zugang zu den tiefsten Sehnsüchten deines Lebens. Und wie kann das geschehen? Paulus sagt zunächst einmal, hey, wir sollen verwirrenden Gedanken in unserem Leben keinen Raum geben. Hast du das auch schon erlebt, dass du irgendetwas geträumt hast und dann am Morgen bist du so im Halbschlaf und du weißt für einen Moment nicht mehr, stimmt mein Traum? Ist das jetzt geschehen, was ich geträumt habe oder nicht? Und ich denke, gerade wenn es nicht so gute Träume waren, wie erleichtert sind wir dann, wenn uns bewusst wird, oh, es ist nur ein Träumchen gewesen. Es war nur irgendein Traum, es war gar nicht Realität. Und ich weiß auch nicht, ich habe auch schon Träume gehabt, ich habe mich echt gefragt, warum träume ich solchen Schrott zusammen? Aber es gibt solche Dinge in unserem Leben und es macht etwas mit uns. Was wir träumen, worüber wir nachdenken, tut etwas mit uns. Gehe angstvollen Gedanken nach, lies jeden Tag mehrmals die Zeitung, irgendwo physisch oder auf deinem App. Ich kann dir eines prophezeien, es wird dir emotional nicht in erster Linie besser gehen. Es tut etwas mit uns. Und ganz offen gesagt, hey, wir schauen heute manchmal, ich denke gerade auch die jüngere Generation, wir schauen oft mehr in das hinein, was die Welt uns bringt und was die Welt uns für Informationen bringt, als was Gott uns eigentlich sagen möchte. Oder wir merken das, wenn wir angstvollen Gedanken nachdenken, sorgenvollen Gedanken nachdenken, wird es uns plötzlich schwer ums Herz. Und weißt du was, wir stecken manchmal sogar noch andere an mit irgendwelchen sorgenvollen Gedanken um uns. Aber hier wird dieses Wort Philosophieren gebraucht. Er sagt, denkt nicht den menschlichen Philosophien nach. Und ohne Zweifel hat Paulus für einen Moment an die Philosophen der damaligen Zeit gedacht, die alten Griechen. Aber es ging ihm um mehr als das. Paulus sagte, achtet darauf, wenn ihr Gedanken, Konzepte nachdenkt, die auf der menschlichen Logik alleine beruhen und nicht auf dem Gedankengut, das von dem lebendigen Gott, von dem Ursprung des Lebens von Jesus Christus herkommt. Achtet darauf. Und ich denke, wir leben in einer Zeit, wo unsere Aufmerksamkeit enorm durch die Philosophien, durch die Weisheiten der Menschen in Beschlag genommen werden will. Wer von euch hat nicht auch nachgedacht in den letzten Wochen, was steht wirklich hinter Corona? Ist es eine ganze Verschwörungstheorie? Gibt es da Mächte, die die Welt destabilisieren wollen? Stimmt das wirklich, dass Menschen dahinter sind, weil sie sagen, die Welt hat viel zu viele Menschen, wir tun etwas, um die Weltbevölkerung zu dezimieren? Stimmen diese Dinge? Und wenn wir den Dingen nachgehen in unserem Leben, wir werden selten Antworten darauf bekommen, aber das kann etwas tun mit uns. Und ich denke, in den letzten Jahren, die ganzen Lehren über Ernährung, die hochgekommen sind. Wie soll ich mich ernähren? Bist du Flexitarier, Vegetarier, Veganer? Und weißt du was, ich habe gemerkt, wenn du mit gewissen Menschen darüber sprichst, das wird plötzlich zum Politikum. Das wird plötzlich zu einem ganz zentralen Thema und da können auch Emotionen hochkommen bei Menschen. Und ich denke, bei Dingen, die schon länger zurück sind, aber die heute immer noch aktuell sind, die ganze Astrologie, die Lehre, dass Sterne über uns Menschen beeinflussen, unseren Weg, unser Schicksal. Oder die Esoterik, dieser Hang des Menschen zum Übernatürlichen, zum Übersinnlichen. Und für die etwas nüchternen Leute, ich denke, eine Wissenschaft, die ganz gezielt und a priori Gott auslässt aus ihrem Weltbild. Nun kannst du sagen, ja Matthias, das ist nicht so mein Thema, ich folge Jesus nach.
ich habe andere Themen. Aber wisst ihr, es gibt auch im christlichen Bereich die große Gefahr, dass Themen, Gedanken, die auch in der Bibel sind, zum Hauptthema in unserem Leben werden. Und da gibt es Dinge, die in sich nicht falsch sind. Ich möchte ein paar davon nennen. Die Wiederkunft von Jesus ist ein wichtiges Thema. Oder das Thema der Gnade. Die Frage, wie relevant ist das Alte Testament noch für uns? Das Thema der Seelsorge, das Thema des Gemeindewachstums. Das sind alles wichtige Themen. Aber liebe Freunde, es ist nicht das Hauptthema der Bibel. Das Hauptthema der Bibel ist nicht ein Thema, sondern eine Person. Und es geschieht so schnell, auch im christlichen Bereich, dass wir anfangen, über Themen zu diskutieren und nicht mehr über das Zentrum des Glaubens. Und das Zentrum des Glaubens heißt Jesus Christus und dass wir berufen sind, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus in unserem Leben zu haben. Ich denke an C.S. Lewis, einen Theologen des letzten Jahrhunderts, der gestorben ist und der zugleich auch Philosoph war. Er sagte einmal etwas so Gutes. Er sagte einmal, ich habe über viele Dinge eine dezidierte und klare Meinung. Aber weißt du was, ich gebe sie nicht weiter. Weil es nicht wert ist, mit Menschen zu streiten und über solche Dinge zu diskutieren, weil es den Fokus wegnimmt von der Person von Jesus Christus. Und ich denke, da können wir wirklich lernen für unser Leben. Wenn Schubert damals schrieb in seinem Lied, die Gedanken sind frei, dann müssen wir aber Folgendes sehen, wenn wir ihnen die volle Freiheit geben, dann können wir in unserem Leben in eine völlig falsche Richtung uns entwickeln. Und das Leben der Fülle, das Jesus uns verheißen hat, können wir verpassen. Und darum warnt er uns hier im Text, lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn verwirren. Und das bedeutet wörtlich, lasst es nicht zu, dass ihr mitgerissen werdet von diesen Themen. Und die Bedeutung, die hinter dem Wort ist eigentlich, dass sich irgendjemand ganz bewusst auf den Weg macht, um Beute zu machen. Und zwar in Bezug darauf, Menschen für sein eigenes Gedankengut zu gewinnen und mitzureißen. Und wisst ihr, das Schlimme ist, dass es immer durch einen Mechanismus funktioniert und die Bibel nennt den Verführung. Das Problem ist, wenn du verführt bist, dass du es nicht merkst. Versteht ihr? In dem Moment, wo wir merken, wir sind irregeleitet worden, dann ist die Verführung keine Verführung mehr. Dann fliegt sie auf. Aber das Problem des Verführten, auch in seinen Gedanken Verführten, ist er meint, er ist auf dem richtigen Weg, ist aber auf dem falschen. Und er versucht dann manchmal die ganze Welt noch zu überzeugen, dass er auf dem richtigen Weg ist. Liebe Freunde, wenn es nicht im Zentrum um Jesus Christus und die Beziehung und das freimachende Leben durch Jesus Christus geht, sind wir auch im christlichen Bereich auf dem Holzweg. Und ich habe mich mal gefragt, warum sind manche Lehren und auch manche Extreme von Lehren so attraktiv für Christen? Schaut, das eine ist, manche Lehren sind so attraktiv, weil wenn wir länger mit Jesus unterwegs sind, denken wir manchmal, ich brauche einen neuen Kick. Ich muss wieder mal was Neues hören. Aber liebe Freunde, ich habe die Bibel jetzt in meinem Leben schon über 30 Mal durchgelesen. Und weißt du was, ich merke, nach 30 Mal durchlesen steht immer noch das Gleiche drin. Aber weißt du, was Gott tun möchte? Und das ist der Kick, der gesund ist. Er möchte dich tiefer nehmen im Verständnis des Wortes, das du schon kennst. Das ist der Unterschied. Warum sind manche Lehren so attraktiv? Auch manchmal, weil unsere Hoffnungen in Bezug auf den Glauben nicht so erfüllt wurden, wie wir gedacht haben. Ganz offen gesagt, die meisten Menschen haben doch gedacht, wenn ich Jesus nachfolge, dann wird einfach alles gut. Und dann merken wir manchmal im Alltag, es ist eben nicht einfach alles gut worden, sondern wir merken manchmal, dass wir nach wie vor durch Kämpfe gehen. Geschwister, ich kenne
unsere Senioren, viele von ihnen, manche von ihnen sogar etwas persönlicher. Und ich weiß, auch wenn du 80 bist, Kämpfe sind nicht einfach vorbei. Darum sagt ja Paulus nicht, hey, wenn du Jesus hast, dann wird es einfach nur noch gut und easy und Liegestuhl. Sondern er sagt zu Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und manchmal ganz offen gesagt, wenn wir uns in unserem Leben von Gott entfernen und aufhören, auch in unserem Leben gegen Versuchung und gegen Sünde zu kämpfen, dann kommen wir in eine Richtung in unserem Glaubensleben, wo wir anfangen, Dinge zu tolerieren, in unserem Herzen, in unserer Haltung, Menschen gegenüber, Gott gegenüber. Und weißt du was? Es raubt uns in unserem Leben letztlich das Leben von Gott. Und wenn wir dann irgendwie auf eine attraktive Lehre stoßen, kann aus dieser inneren Lehre, die wir haben, weil wir schon fehlgeleitet sind, eine Sehnsucht entstehen, eine Offenheit entstehen, auf Dinge zu hören, die gar nicht gesund sind. Ich muss schon sagen, ich bin als Pastor manchmal schon verwundert, wie viel Hochtrabendes oder intellektuell Angehauchtes oder religiös Extremes immer wieder eine Attraktivität hat für Christen. Und ich hoffe, dass dieser Morgen dazu beitragen kann, dass unsere Augen ganz auf Jesus Christus geeicht werden. Sonst versprechen die Lehren eine Freiheit, wenn wir darüber singen, die es so nicht gibt. Die Freiheit, die höchste, die wir haben, ist, die Jesus zu kennen, seine Prozesse an uns geschehen zu machen und frei zu werden, Menschen zu dienen. Das ist Freiheit in der Bibel. Nun, schaut, warum will denn Jesus unsere Erfüllung sein? Die Bibel sagt, in ihm wohnt eben die ganze Fülle der Gottheit. Ich meine, diese Sehnsuchtsziele, die ich euch gezeigt habe, das sind schöne Dinge und ich glaube, Gott möchte, dass wir solche Dinge auch sehen können. Gott möchte uns beglücken durch solche Bilder. Aber weißt du was, solche Dinge allein können uns nie erfüllen. Es heißt, in Jesus lebt diese Fülle Gottes. Warum? Schaut einmal, er ist der Schöpfer. Er ist der Urheber des Lebens. Er weiß, was wir in unserem Leben letztlich brauchen. Er weiß, was uns wirklich happy macht, was uns wirklich glücklich macht. Wenn es einer kennt, weiß es der uns gemacht hat. Und es heißt hier drin in diesem Vers, in ihm lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Weißt du, was das heißt? Das heißt für uns, diese Fülle ist erlebbar. Als Jesus hier auf dieser Erde gelebt hat, hat er in der Fülle Gottes selbst gewohnt. In allen Kämpfen, allen Nöten, in allen Schwierigkeiten, die er gehabt hat. Aber Jesus hat uns das vorgelebt. Und weißt du, weil es in menschlicher Gestalt war, reden wir nicht irgendwie über ein metaphysisches Konzept, das irgendwie nur besonders Erleuchteten zugänglich wäre oder eine Utopie ist, sondern es ist etwas, das wir erleben können. Und ich möchte für ein paar Momente, jetzt einfach schwärmen über Jesus. Bitte verzeiht mir, wenn ich das mache. Denke beispielsweise an diese Aussage, die Jesus gemacht hat. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ich weiß, evangelistisch lesen wir in erster Linie den zweiten Teil in diesem Vers. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und das ohne Zweifel ist das wahr. Jesus, er ist der einzige Weg zum Vater. Aber ich frage mich manchmal, ob wir den ersten Teil auch gelesen haben. Und er sagt, ich bin der Weg. Ich kann euch sagen, das ist etwas, was mich so fasziniert im Leben mit Jesus, dass er der Weg ist, dass er den Weg kennt, dass er mich in meinem Leben richtig leiten will. Eines Tages, als ich in einer sehr schwierigen Entscheidung war und ich nicht wusste, Herr, was willst du? Da war ich versucht, sagte, Gott, gib mir doch ein Zeichen. Und ich sage nicht, dass es auch falsch ist, wenn wir Gott auch um Zeichen, um äußere Konfirmation auch bitten. Ich glaube, das ist nicht einfach falsch. Aber ihr wisst auch, schaut mal, wenn doch Jesus in uns wohnt,
dann kann es doch am Schluss nicht sein, dass Gott am Schluss möchte, dass wir in erster Linie auf Zeichen lernen zu vertrauen in unserem Leben. Sondern wir müssen doch lernen, auf den zu vertrauen, der in uns lebt. Und eines Tages sagte mir so Jesus, einfach so, Matthias, warum machst du dir so einen Stress, wenn es darum geht, den richtigen Weg zu finden? Denk an zwei Dinge. Erstens einmal, was glaubst du, wer hat mehr Interesse, dass du zum Ziel im Leben kommst? Du oder ich? Und ich sagte, ich. Und plötzlich fing ich an nachzudenken, dachte, Moment einmal, wer liebt mich mehr? Ich mich oder er mich? Er mich. Und plötzlich wurde mir bewusst, wenn irgendeiner da oben im Himmel und in meinem Herzen lebt und eine Leidenschaft hat, mir im Leben zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dann bin nicht ich das, sondern das ist der lebendige Gott. Es ist Jesus, der in mir wohnt. Und in dem Moment ist dieser ganze Druck, wow, entscheide ich mich richtig, der ist von mir gefallen. Und ich habe gemerkt, es ist viel wichtiger, dass ich nahe bei Jesus bin, dass ich lerne, in seiner Gegenwart zu sein und meinen inneren Menschen aufbaue mit Jesus, dann werde ich automatisch von ihm das richtige Verlangen, die richtigen Sehnsüchte auch in meinem Leben bekommen für den richtigen Weg. Und ich dachte, wie cool ist das? Von dem lebendigen Gott geleitet zu werden, dass er mein Weg ist, er geht mir voraus, dass er die Wahrheit ist. Die Bibel spricht darüber, dass uns diese Wahrheit ja auch frei macht. Und ich möchte nur ein Beispiel nennen. Wir machen uns so oft unsere eigenen Gedanken über uns selbst. Ich denke, wie viele Menschen überlegen sich immer wieder neu, was haltet andere von mir? Nun, es ist sicher nicht schlecht, wenn man das sich überlegt im Sinne der Rücksichtnahme, auch in Beziehungen. Aber wenn wir immer wieder darüber nachdenken müssen, was meinen doch andere von mir? Wisst ihr was? Wir fangen an, nicht mehr der Wahrheit zu glauben, sondern unseren eigenen Gedanken. Die können sogar sehr gut sein. Aber weißt du was, nicht unsere eigenen Gedanken machen uns frei und geben uns die Fülle, sondern die Wahrheit, die Gott über uns spricht. Und weißt du, was in meiner Bibel steht über uns, was in meiner Bibel steht über dich? Psalm 139. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke. Und die meisten Christen sagen dann, ich hoffe es wenigstens. Ich glaube, es steht etwas anderes oder im Psalm. Das weiß ich wohl. Was möchte Gott? Er möchte, dass du eine Überzeugung bekommst, dass du die Wahrheit über dich glaubst, dass du wunderbar gemacht bist. Offen gesagt, ich habe Dinge an mir, die ich nicht so liebe. Gibt es Dinge an meinem Körper, die ich finde, ja, ist nicht so der Hit. Es gibt Dinge manchmal auch in meiner Persönlichkeit, die sagt, ich wünsche mir, ich wäre ein bisschen anders. Kennt ihr auch solche Empfindungen? Und wisst ihr was, da kann man über diese Dinge nachdenken oder man kann Folgendes sagen, weißt du was, Moment einmal, lasst euch nicht durch hochtrabende Dinge, eure eigenen Gedanken irreführen, sondern glaube der Wahrheit. Und weißt du, die Bibel sagt, wenn wir an der Wahrheit bleiben, wird sie uns frei machen. Ich kann nur sagen, ich bin heute so entspannt in Bezug darauf, dass ich nur 1,69,5 bin. Aber ich hab mal darunter gelitten. Echt. Ich wusste jedes Mal, früher mussten wir noch, oder habe ich es mal erzählt, in der Klasse, der Größe nach einstehen, der Größte stehen. Ich habe immer gewusst, ich kann gerade da hinten einstehen. Hinter dem kleinsten Mädchen ist der Matthias dann noch gestanden. Das war so gut für meinen Selbstwert. Aber weißt du was? Du kannst deinen Selbstwert nie an äußerlichen Dingen festmachen, auch nicht an deiner Karriere. Mach's fest an der Wahrheit. Und dann sagt Jesus, hey, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich muss euch offen sagen, hey, mit Jesus zu leben, ihn mitzunehmen in meinem Leben, in meinem Alltag, das ist das, was mich happy macht, was mich glücklich macht. Sei es, wenn ich zur Arbeit gehe, sei es, wenn ich beim Joggen bin, sei es, wenn ich zum Skifahren gehe. Ich gehe mit Jesus. Und das ist Leben. Das ist Leben. Ich meine, die besten Freunde wirst du ja oft auch dabei haben, oder? In deinem Leben, wenn es um wirklich etwas Wichtiges geht. Und den besten Freund Jesus in meinem Leben dabei zu haben, in dieser Gemeinschaft, ist so etwas, das mich so
glücklich macht. Es heißt im Psalm 32,11, deshalb freut euch im Herrn und seid froh, die ihr ihm gehorsam seid. Jubelt alle vor Freude, deren Herzen aufrichtig sind. Liebe Freunde, das ist die Lebensqualität, in die Gott uns führen will. Das ist das Leben, das Gott für uns vorbereitet hat auf dieser Erde. Und dass wir dann noch vieles mit ihm erleben dürfen. Das ist nochmal etwas ganz anderes. Und wenn ich von anderen Menschen höre, wenn wir jeweils am Mittwoch im Pastorenteam miteinander austauschen, was Menschen mit Jesus erlebt haben, ich juble in meinem Herzen, sage, wir gehören doch zu den privilegiertesten Menschen auf der ganzen Welt, wenn wir Jesus haben. Nun, wie erleben wir nun diese Fülle? Wie können wir in dieser Fülle leben? Schau, das Erste ist, wir müssen unseren Zweifeln begegnen, dass wir diese Fülle in unserem Leben nicht haben. Ganz offen gesagt, wenn wir Jesus nachfolgen, wir spüren manchmal in unserem Leben auch Defizite. Wir spüren manchmal, dass gewisse Dinge noch nicht so erfüllt sind von Gott. Aber was Gott uns sagen möchte ist, er sagt, ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Das heißt, diese Fülle von ihm, die lebt in euch. Schaut, wir haben am ersten Sonntag gehört, dass Christus in uns lebt. Und mit Christus lebt diese Fülle auch in uns. Jetzt sagst du aber, Matthias, ich erlebe das anders. Ich erlebe das anders. Und ich verstehe dich gut. Wisst ihr warum? Weil diese Fülle von Gott, gerade wenn wir im Glauben in diese Entwicklung kommen, dann spüren wir manchmal, dass wir noch viel mehr dominiert sind von unserer Seele, anstatt vom Geist von Gott. Und wir müssen lernen, dass wir nicht mehr in erster Linie auf unsere Gefühle und Gedanken hören, sondern auf das Zeugnis des Geistes von Gott in uns. Das ist der Unterschied zwischen einem seelischen Christen und einem geistlichen Christen. Wir gehen jetzt heute Morgen nicht weiter darauf ein. Wir kommen dann noch darauf, auch im Laufe dieses Jahres. Aber ich möchte dir Folgendes sagen. Die Fülle von Jesus lebt in dir. Und zwar nicht zu 50% oder auch nicht zu 90%, sondern zu 100%, weil sie durch Jesus in dein Leben gekommen ist. Okay? Du hast den Zugang dazu. Lass dich vom Teufel nicht unsicher machen. Und das Zweite ist, er sagt es so deutlich hier, wir müssen lernen, abgetrennt vom Alten zu leben. Schaut, Jesus, er sagte auch, in Vers 12 heißt es hier, als ihr getauft wurdet ihr mit Christus begraben, ihr wurdet mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt. Das heißt, in anderen Worten, hey, wir haben in der Taufe etwas getan. Wir haben bewusst gesagt, mein altes Leben, wo ich von meinem alten Wesen dominiert bin, das lebe ich jetzt nicht mehr. Ich lebe bewusst ein neues Leben, wo ich vom Geist Gottes in meinem Leben geleitet und die Bibel sagt sogar, beherrscht werde. Und das haben wir in der Taufe vollzogen und darum sagt er nach in Vers 5, haltet euch fern von Unzucht. Haltet euch fern von Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Das heißt, in anderen Worten, wenn du in dieser Fülle von Jesus leben willst und diese Lebensfülle auch entwickeln willst, auch im Sinne, nicht, dass sie nicht da ist, sondern dass sie erlebbar wird in deinem Leben, darfst du nicht mehr zurückgehen zu einem Leben in der Sünde. Als ich die Bibelstelle gelesen habe, kam mir etwas in den Sinn, und zwar, tut mir leid, wenn ich das als Beispiel mache, hoffe, ich trete niemandem auf den Fuß, aber in der Geschichte von Harry Potter, da gibt es solche Kreaturen, die heißen Dementoren. Und die kommen und die greifen Menschen an und die saugen das Leben aus ihnen raus. Und liebe Freunde, das ist genau das, was die Sünde tut in unserem Leben. Sie saugt das Leben aus uns raus, das Gott in uns gelegt hat. Wenn wir der Sünde Raum geben in unserem Leben, wenn es diese Dinge sind, es gibt noch viele andere, viele Herzenssünden sind noch gar nicht erfasst davon. Wenn wir diesen Dingen Raum geben in unserem Leben, dann kommt der Feind und stiehlt, was Jesus in unser Leben hat legen wollen.
Schaut, Jesus sagte doch in Johannes 10, Vers 10, der Sohn ist gekommen, um Menschen Leben zu geben, Leben im Überfluss. Aber der Feind ist gekommen, zu rauben und zu stehlen. Und was will er stehlen? Er will dir die Fülle, dieses Leben in Jesus stehlen. Und Geschwister, deshalb brauchen wir in unserem Leben immer wieder die Entscheidung, ich will nicht mehr zurück, niemals zurück, singen wir in den Liedern. Und wenn wir merken, wir sind irgendwo zurückgegangen, dann, dass wir wirklich zurückkommen zu Jesus und sagen, Jesus, tut mir leid, vergib mir, reinige mich. Ich will es nicht mehr länger zulassen, dass mir Sünde das Leben raubt, das du mir genommen hast. Und dann noch die Frage, wie entwickeln wir nun dieses Leben in der Fülle? Schaut, wir fangen ja im Christenleben als Babys an. Das sind alle Anlagen schon da, zu sprechen, zu laufen. Aber wir müssen es lernen, dieses neue Leben lernen, dieses neue Leben eintrainieren mit Jesus. Und Paulus sagt es so schön hier im Kolosserbrief. Erstens, Kolosser 3 sagt, er sucht Christus, der zur Rechten Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Das heißt, er meint damit nicht, ihr dürft nicht mehr darüber nachdenken, was soll ich kochen, was muss ich posten. Er meint damit nicht mehr, dass wir den Job vergessen sollen. Aber weißt du, was er sagt? Hey, die Ausrichtung im Leben, der innere Kompass, tak, 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 der muss immer wieder auf Jesus gehen. Weißt du, das kannst du machen beim Posten, beim Glätten, beim Duschen, auf der Toilette. Mein Kompass geht immer wieder zu Christus. Das bringt uns in dieses Leben erfahrungsmäßig auch der Fülle. Wenn unsere Gedanken bei Jesus sind. Und das Zweite ist, er sagt dann so schön, gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Denkt nach über das Wort Gottes. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren, zu ermahnen. Singt Lieder aus ganzem Herzen. Weißt du was, zu Hause darfst du immer noch singen. Übrigens, ich habe gemerkt, mein geistliches Leben profitiert davon, wenn ich zu Hause nicht nur still bete, sondern auch singe. Ich merke, es tut etwas mit meinem Inneren. Es tut unglaublich gut. Und ich singe nicht, damit es mir gut geht. Ich singe zur Ehre von Gott und ein Nebenprodukt ist, es tut mir gut. Singt dem Herrn Psalmen, Lobgesänge, geistliche Lieder. Ich glaube, das redet davon, dass unser Alltag erfüllt wird von diesen Dingen. Ich sage mal so, bei mir läuft deshalb oft irgendwelche Anbetungsmusik, weil es mir hilft, in dieser Fülle in Jesus zu bleiben, dieser Fülle mit Jesus auch zu wachsen. Und hier steht, gebt den Worten von Christus. Weißt du was? All diese Verse sprechen eigentlich nicht von dir alleine, sondern sprechen davon, dass wir das gemeinsam erleben. Die Fülle in Jesus ist nicht etwas, das wir nur alleine im Kloster irgendwo alleine erleben mit Jesus, sondern auch in Gemeinschaft. Und ich möchte dir einfach Mut machen, auch in dieser Zeit, in der wir leben, isoliere dich nicht von anderen Menschen. Du brauchst Menschen, die dir auch Mut machen. Du brauchst auch andere Menschen, die dem Raum Gottes, den Worten Gottes Raum geben in ihren Herzen, von denen du hörst, was sie mit Jesus erleben. Geschwister, wenn wir darin leben, wenn wir das zur Ausrichtung machen, Jesus, ich will mit dir leben und ich will verbunden sein mit Geschwistern, die mit dir leben. Du wirst eines feststellen, die Fülle, auch die Lebensfülle mit Jesus, die wird zunehmen. Dem Teufel hast du die Tür zugemacht, dass er dir sie nicht mehr rauben kann. Geschwister, so eine herrliche Lebensdimension, in die Gott uns ruft. Und ich glaube, wir wollen jetzt einfach noch miteinander aufstehen. Wir wollen miteinander ins Gebet gehen, auch zu Hause. Ich lade euch ein, stehen wir doch auf, auch dort. Und wollen unsere Herzen einfach ganz gezielt auch öffnen für Jesus. Und ich möchte dir Mut machen, schaue jetzt auf ihn. Du sagst, ja, ich weiß nicht, wie macht man das? Ich kann ja nicht schauen. Weißt du was, du darfst ihn in deinem Herzen dir auch vorstellen, wie die Bibel dir zeigt. Und vielleicht siehst du heute Jesus, wie er auf der Erde gelebt hat.
Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit hier auf dieser Welt. Vielleicht willst du deine Augen aufheben zu Jesus, wie er zur Rechten des Vaters steht, am Ort aller Kraft und Autorität. Vielleicht willst du hinaufsehen in seine Augen der Liebe und stellst dir ganz bewusst auch vor, dass deine Augen seine Augen neu treffen. Schau auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz, so schön. Wir singen es in einem der alten Lieder, und die Dinge der Welt werden blass und klein. In seinem Licht, seiner Gnade gesehen. Das ist Jesus. Und vielleicht haben dir in den letzten Monaten einfach auch viele Gedanken Sorge bereitet, die Dinge der Welt Sorge bereitet. Hey, konzentriere dich neu auf Jesus. Es geht um deine Beziehung zu ihm. Vielleicht haben gewisse Sünden in deinem Leben Zugang bekommen und du merkst, wie sie dir schaden und wie sie dir das Leben rauben wollen, wie sie dir das Leben wegnehmen wollen, das du in Jesus hast. Mach heute die Tür zu und sag, niemals zurück. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und bete ihn doch einfach an deinem Platz. Bete ihn an in deinen eigenen Worten. Bete ihn an in neuen Sprachen. Dieser Vormittag wir wollen nicht nur über diese Fülle reden, sondern du sollst diese Fülle neu an diesem Morgen erfassen dürfen, spüren dürfen, aufnehmen dürfen, freilegen dürfen, die Fülle von Christus, die in dir wohnt. Und während du im Gebet bist, möchte ich mich ganz gezielt an Menschen beten, die sagen, hey, ich bin noch nie in diese Connection mit Jesus gekommen. Mir fehlt das. Ich weiß gar nicht, ob dieser Jesus in mir wohnt. Weißt du was? Jesus, er will auch deine Erfüllung sein. Und wenn du heute Morgen umkehrst von deinem Leben ohne ihn und dein Leben nach ihm richtest, wird er kommen und dein Leben erfüllen. Ich möchte dich einfach einladen, bete doch jetzt noch mit mir und sage ihm, Herr Jesus Christus, ich komme, wie ich bin. Es tut mir leid, habe ich die Fülle meines Lebens an den falschen Orten gesucht. Aber mir ist klar geworden, ich brauche dich. Ich bitte dich, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Ich will ganz bewusst umkehren und an dich glauben. Ich entscheide mich heute, meine Erfüllung im Leben bei dir zu suchen. Deinem Weg, deiner Wahrheit und deinem Leben nachzufolgen. Danke, dass du mich erhört hast. Halleluja. Amen. Amen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir hoffen, dass diese Message mithelfen durfte, dass du Jesus besser kennenlernen durftest. Wir würden uns auch freuen, von dir zu hören. Über unsere Website kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wenn du denkst, dass solche Botschaften und dieser Dienst auch ein Segen für andere sein können, hey, dann unterstütze uns doch. Bitte bete für uns oder du darfst auch geben. Eine Spende würde es möglich machen, dass wir diesen Dienst auch weiterhin tun können. Über SMS, über Twint oder auch online ist das alles möglich. Herzlichen Dank schon im Voraus für deine Gebete. Wir wünschen dir jetzt von ganzem Herzen einen reich gesegneten Tag und Gott mit dir.